Und das wäre gleich meine erste Frage. Sind Sie ursprünglich hier geboren Ich eigentlich? bin ein Wormansquicker, ja. Ja, also schon, und die Familie selber, Ihre Familie Das kommt ist ja auch von hier? so von da, ja. Ah ja, okay. Jetzt, wenn ich fragen darf, wann sind Sie geboren? Oder? Wann ich geboren Ja. bin? 1941. Aha, okay, ja, ja, das sind doch schon Zeiten her. Ja, ja. Ja. Ja, und jetzt im Gespräch geht es eigentlich gar nicht darum, dass wir irgendwas auf ein bestimmtes Thema hinaus müssen, sondern Ziel ist einfach, dass wir uns unterhalten und auf diese Weise authentisch einfangen, wie Sie sprechen. Weil Sie sind ja ein Dialektsprecher hier und das ist mir beim Telefon schon aufgefallen, Sie sprechen ja schon ein Dialekt da. Ich versuche es zumindest immer, Ja. wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja. Und ich war von der Arbeit her war ich viel unterwegs und da redet man natürlich nicht mehr bayerisch. Ja. Man muss so reden, dass man die anderen auch verstehen dann, gell? Ja. Im Osten Trenten und bei Nürnberg drum habe ich lange gearbeitet. Was haben Sie da gemacht? Ich war Maschinenbauingenieur, habe in Schokoladenfabriken, ich habe Osterhasen gemacht, Nikoläuse und so Sachen halt. Aha. Und da, ja, die so Sondermaschinen gebaut. Mhm. Und das war mein Job. Da. Aber da sind Sie weit also schon umhergekommen dann? Ja, ja, da umeinander schon, überall. Und wenn ich habe zwar überall versucht, bayerisch zum Reden, aber das geht automatisch mit den anderen, wenn die Sachsen reden, auch einen Dialekt. Und da versucht man es halt automatisch, dass man sich gegenseitig versteht. Ja. Da wird es halt kein reines bayerisch mehr, sondern ein bisschen ein Mischmasch dann. Ja. Aber es hat aber funktioniert. Ja. Dann gibt es so sogenannte Ortsneckereien, das heißt, da hat der eine Ort bestimmte Begriffe gehabt über den anderen Ort wieder zum Beispiel. Zum Beispiel jetzt bei Oberfichtach, die hat man genannt die Oberfichtacher Wind. Also so wie Oberfichtacher Windbeutel halt. Rennfeld ist nichts dahinter, so nach dem Motto. Gibt es sowas hier auch, also dass man so fest geprägte Begriffe über die Bewohner von einem anderen Ort hat? Ja, das hat es gegeben. Es stirbt jetzt aus. Dwormansquicker Trabing. Wenn man als Kind irgendwo hingekommen ist, ja, und ist man gefragt worden, wo bist du denn her, wo kommst du denn her? Ja, von Dwormansquick. Ah, von der Trabing. Aber jetzt wisst ihr nicht, was der Trabing ist, gell? Ja. Dwormansquick hat vor langer, langer Zeit auch die Niedergerichtsbarkeit gehabt. Da sind auch Leute da gehängt worden und umgebracht worden. Auf alle Fälle haben wir auch Folterwerkzeuge da gehabt. Und unter anderem eine Streckbank. Und das war die Drehbank, wo es hängt und fürs angehängt worden und dann mit einer Übersetzung mit Stricke da gezogen worden. Das war die Trabing. Und der Begriff, der ist noch lang in der ganzen Umgebung, ja, kommt von der Trabing. Und das war so ein, War das dann eher abwertend? das war abwertend, ja. Ja. Ja, ihr kennt so von den Folterwerkzeugen oder wie es ja gedacht war, weiß ich nicht, aber jedenfalls ist das nicht als freundliche Aufforderung gewesen. Das war schon was Niederdrückendes.